In bekannter Hack-and-Slay-Manier metzeln wir hier weiter bei Diablo 3, die Ultimate Evil Edition für die PS4 und so weiter und so fort. Und alle unsere Charakter sehen einfach nur so übelst krass aus, die haben gar keine Chance gegen uns, einfach nur alles so mega affengeil. So, machen wir weiter. Und zwar mit Lea. Ja genau, wir wollen uns irgendwie da weitermachen, und zwar das Vermächtnis von Cain war. Das heißt, wenn ich eigentlich porten war. Was bin ich denn für ein Double, ein Trottel, weil ich will eigentlich, wenn ich den richtigen Kopf habe, hier hoch. Nö. Wo will ich eigentlich hin? Die alten Ruinen, genau. Ja, da ist er hier oben. Okay. Wir gehen aus den alten Ruinen. Okidoki. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Ja, war das jetzt gut oder war das schlecht? Findet Adrias Hütte. Dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Mutter. Doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Und euer Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Interessant. Und gut, jetzt mal blenden. Ah, der macht doch draußen wenig Schaden. Was willst du? Bams. 10 getötet. Massaker. Okay, mittlerweile. Schön. Oh. Das war ein bisschen beängstigend. Auf den Schädel ist klar. Wir haben einfach alles zusammenstürzen. Die Welt ist komplett im Arsch. Ja, aber das Hütte müsste irgendwo... Und das ging schnell. So, hier ist sie, Adrias Hütte. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Okidoki. Hier liegen dunkle Geheimnisse verborgen. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Tja, jetzt müssen wir es fast. Hauptmann Dalton? Lea bleibt zurück. Nur Geduld. Mann ey, was bist du für ein Penner? Macht schon ein bisschen mehr Schaden. Noch nicht. So. Nein, Eis sauber, gar nicht gut. So, wieder frei. Was ist das gerade? Ich meine, war zwar irgendwie so ein Miniboss-artig, aber trotzdem kaum Schaden abgezogen. What the hell? Also entweder ist die Leiste da unten falsch, oder ich bin hier irgendwie auf unbesiegbar eingestuft. Kein Schimmer. Trümmerteile. Ah, Schuhe haben wir sehr gut angelegt bereits. Dann mal gucken, was ist los, Lea? Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Ja, interessant. Die Kathedrale, mag die überhaupt sein? Keine Ahnung. Lea, gibt's noch was zu sagen? Adrias Tod. Lea, erzählt mir von eurer Mutter. Nun, die Details sind schwammig. Aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Klingt nicht gerade wie eine Vorzeigemutter. Sonst was? Nö, gut. Dann mal weiter im Text. Zur Kathedrale und mal gucken, was denn dort so abgeht. Servus! Mann, ihr nervt, Leute, ganz ehrlich. Man kapiert es endlich mal. Ihr habt keine Chance gegen uns. Nicht die geringste. Nun gut, jetzt sieht es wirklich ein bisschen zappenduster aus. Also wenn der noch lebt, hey, dann Prost Mahlzeit.
Wir haben bald Level 5. Geil, geil, geil. Was ist denn das für eine Musik? So, blüp. Für diesen hier ist der Kampf vorbei. Wirft die hier auch. Och, Mensch, schon wieder. Hallo, wir leben wieder. Ja, da wären wir nicht so sicher, Kumpel. Auf alle Fälle nicht lange. Wandelnde Leiche. Und tschüss. Oh, immer noch. Die Korrekt, du- Kathedrale von Tristram. Ja, Der gefallene Stern liegt im Innern. schön, schön. Was willst du denn? Genieß deine Ruhe. Menschenskind. Auch nix. Kannst du irgendwie alles kaputt schlagen, aber bringt's was? Nö. Gut, dann mal ab zur Kathedrale. Oh. Hallöchen, Popöchen. Da will sie echt runter. Der ist bekloppt. Bekloppt, ey. Autsch. Okay, das riechen wir schon nach Endboss-Time. Also Endboss übertrieben, aber halt so. Schönes Bild. Aber halt nach einem stärkeren Boss. Ja, ist nichts Neues, war die Vollbildkarte. Alles kaputt hauen, wir haben ja die Macht. Der Stern ist nahe. Ja, und für das Ende auch. So, jetzt zuckt gerade meine Nase, natürlich supi. Ah. Nö, bringt nix. Hallo! Glaube wird belohnt. Was auch sonst. Die Fallenbeherrschung, was soll denn das sein? Schwungangriff. Moment, Moment. Will ich erstmal. Ja, jetzt stimmt's. Der Schwungangriff. Wo ist denn der jetzt hier? Das ist der Schildstoß. Der Schwungangriff kostet 20 Zorn. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es sogar stärker. Weniger Zorn ist immer gut. Sieht doch episch aus. Boah, aber das ist ein Fetter! Im Namen des Lichts. Okay, es hat es wehgetan. Was hat? Ah, eine Schärpe angelegt, okay. Zack. Ein bisschen Gold. Unsere Rüstung glänzt. Glanzt. In hellem Glanz strahlt sie. Ein Wurfspieß, oh. Ich hätte direkt ein bisschen Hunger. Duli duli dulu. Was ist das für Viecher? Korrektur, was waren das für Viecher? Bäms. Dimensionsgeschwindigkeit, oder was? Ich bin schneller. Alter, ohne Kosten. Einfach. Ich hab keine Chance, was soll denn das? Aus dem Weg, Mann! Ich krieg euch alle! Ob das irgendwie die Warnung davon sein soll? Dann halt kaputt machen, scheißegal! Ja, der Stoß hat, also der Schwung natürlich hat was. Oh, da blub. Nee, ich wollte jetzt sagen, da explodiert da einer. Aber schon zu spät. Wir dachten, wir könnten die Toten hier einsperren. Akarat, steh mir bei. Akarat erhört euch. Jojo, tut er. Na, kriegt schon ein bisschen mehr Schaden als früher. Okay. Der Schildstoß war irgendwie cooler, wenn man ganz ehrlich sein soll. So. Kennt man irgendwie besser. Ja, yeah, Mann. Das hat was. Du. Ja, und jetzt? Natürlich, ein bisschen Kohle. In einem Bücherregal versteckt. Wieso auch nicht?
Tschüss. Noch nicht Geblendet. bereit. Nein, weg da. Wow. Scheiß Schlangenviecher, ey. So, was sagt die Minimap dazu? Ja. Der Kreis schließt sich ein bisschen. Und tschüss. Wann lernt ihr endlich mal, ihr habt keine Chance gegen mich. Okay, muss ich nach oben weiter. Wie geht's denn dort genau weiter? Wäre natürlich eine viel interessantere Frage. Hier gibt's auch nichts. Ein paar Leichen. Ah, Mensch! Was hat er überlebt? Was spricht denn Heavy Stoß da? Armschienen, cool. Die ganze Ausrüstung hier. Lachdanas Schriftrolle, Teil 1. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Ja, was hat er jetzt davon, wa? Sind nie verflucht. Eine Stoffhose angezogen? Nee. Wieso auch immer. Gut, ich glaube, ich muss nicht unbedingt da direkt schon... Was, Brunnen Reflexion? Das ist mal ein Reflexionsverhangsbonus. Verstehen Sie, Spieler lassen, wenn Sie eine bestimmte Menge gewonnener Erfahrung überschritten haben oder sterben. Okay. Das bedeutet, wenn ich jetzt bereits diesen Punkt erreiche, bereits das nächste Level ab, war, muss ich das ganze Level machen. Dimensionsgeschwindigkeit, jemand. Krass, Alter. So. Ja, okay, jetzt genau weiter. Ich muss ja dort entlang, wa? Ich habe vorhin den Pfeil gesehen, nach oben, also bin ich links von uns aus gerade. Also von ihm aus nur rechts, aber ja. Auf alle Fälle bin ich richtig. Okay, bin richtig. So nach Hinweisen. Oh, das sieht nach Endboss aus. Jo, sind wir soweit aufgeladen und so. Sind wir ready for Takeoff? Ich würde sagen, ja, wa? Kommt aus dem Meerboden gekrochen. Leoriks Korridor. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Da ist er ja! Der Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. Oh oh. Okay, hier bin ich. Okay, Leute, ganz schnell. Servus, Leutchen, na, wie geht's denn so? Alles plenty for Takeoff? Verschwindet, ihr Monster! Ich mach da gar nichts bei dir. Greif nur mich ran. Noch mehr. Mann, was ist denn das für ein dämlicher Tötungsgelegt, der kann keinen angreifen? Ja, toll, was soll ich machen? Oh, das ist ein bisschen stärker. Geduld. Immer schön betäuben, immer schön draufhauen und immer schön betäuben. Bäm, so macht das Spaß. So, nicht anders geht das. Na, Kumpel, alles klar? Habt Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Nichte hat mich gebeten, euch zu suchen. Und ich habe eingewilligt. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Ja, was mit dem Skelettkönig? Soll er nicht irgendwie doch den Typen platt machen? Scheinbar nicht. Wo geht's denn da unten durch? Das So, ist mal gucken. verschlossen. Ja, war ja klar. Das war ja klar. Ich hatte das Gefühl, das Skelettkönig kommt eh noch. Wenn es nochmal irgendwie auf die Fresse hauen. Man kennt so diesen Typen, wa? Die können nicht irgendwie aufgeben und so. Nee, das Wort kennst du gar nicht. Ja, Folgedecker King kam ja schon. Ja. Sind noch Morsches Teil. Das war's Wir schon? müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Bin noch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die können noch gegen den Skelettkönig fighten.
Ja, was soll's, wa? Nach Neu-Tristram. Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte, erfuhr ich von ihm, dass der sogenannte Skelettkönig zwischen mir und dem Stern steht. Doch nicht mehr lange. Oha, das soll so eine Art Vorbereitung sein, war für einen Endboss. Na gut. Sprecht mit Lea, also mit Kane, war vielleicht noch ein paar nützliche Infos. Kreuzritter. Er hat mir von eurem Kreuzzug erzählt. Ihr wollt die Quelle der Verderbnis im Glauben der Zakarum finden. Ich habe vielleicht Kunde, die euch helfen könnte. Mephisto, der Herr des Hasses, wurde viele Jahre unter Travenzal gefangen gehalten und versuchte, seine Freiheit zurückzuerlangen, indem er die Zakarum verderbte. Ich habe davon gehört, aber nur zu wissen, wie es passiert ist nicht genug. Ich muss die Quelle der Verderbnis finden, um sie zu reinigen. Ich fürchte, dass Mephisto nicht mehr ist. Seine Seele wurde in der Höllenschmiede zerstört. Ich bedauere, Kreuzritter. Ich habe mein Leben diesem Kreuzzug verschrieben und eure Neuigkeiten ändern nichts an meinem Schwur. Und wenn ich mein ganzes Leben suche und nichts finde, wird es dennoch die Reise wert gewesen sein. Naja, ob jetzt wissen wir wieder, Mephisto genau, ob jetzt Mephisto wirklich für immer tot ist und so. Ganz ehrlich, man kennt es von Diablo, also die kehren immer wieder, geht immer irgendwie ein Schlupfloch, wo die wieder zurückgekrochen kommen. Da würde wir uns also nicht zu sehr darauf verlassen. Onkel, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Es war meine Pflicht zu helfen. Nun würde ich gerne mehr über den gefallenen Stern erfahren. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es mit Gewissheit als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Wohl wahr. Scherbe halten, alles klar. Zack. Also was? Ja, jetzt geht's irgendwie so weiter. Mal ganz kurz. Na, ganz schnell mich ein bisschen ausrüsten. So ein Wurfspieß. Hatten wir ein bisschen mehr drauf. Handaxt. Naja, mal gucken. 2 bis 3 Blitzschaden. Wo man eigentlich. Mal gucken, Sie müssen sehen. Schaden wäre eigentlich schon ein bisschen besser. Plus 1 Erfahrung pro getöteten Gegner. Aber Angriffsgeschwindigkeit natürlich auch geil. Nee. Das wäre das cooler. Also glaube ich sowieso, dass es nicht irgendwie viel was anderes bringen würde. Gut, eine Scherbe, das habe ich ausgerüstet. Scherbe auch nur so, war. Gut. Hätten wir das auch. Dann die Hose. Eine gute Stoffhose nicht zu unterschätzen. Plus einen Block getöteten Gegner. Boah, lass mal, war. Klingt irgendwie ein bisschen sinnvoller. Gut, ein Shield habe ich keinen neuen. Der Armschienen bereits angelegt. Okay, was habe ich denn sonst noch? Und nichts Neues, war. Das ist bereits alles. Auch schöne Schuhe und so. Ist doch einfach supi. Na gut, natürlich hätten wir die Handaxe auch noch. Ja, nee, komm. Nee, genügt schon. Klar, mit dem Wurfspieß muss man ein bisschen mehr Schaden machen, aber die Angriffsgeschwindigkeit dürfte, denke ich, das Ganze raushauen. Ja, zumindest. Aber eigentlich Stärke, okay, Vitalität. Ja, man sieht's. Lemmy, Kane und Adria, schon wieder was. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Das kann ein einsames Leben bedeuten. Was treibt ihn an? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Ja, ist natürlich auch eine schöne Lebensbeschäftigung. Habt ihr etwas über eure Mutter erfahren? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Oh, Lea, wenn du wüsstest, Kind, wenn du wüsstest. So, Deckard, Kane, aber das und noch vieles mehr, wenn wir erst das nächste Mal erfahren. Hier bei Diablo 3. Ultimate Evil, wo wir einfach nur noch super stark sind und dann hoffentlich auch den Skelettkönig so richtig schön in die Fresse bashen werden, wa? Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.